Hi, ik ben John Peters. Vandaag wil ik in de thema nangoen van God hier in gemeenschap gaan. So, dit wordt een ganze serie video's geven. Ik wil meerdere video's maken van dit. En so, ik wil gleich van die dit zijn dat, wanneer je wilt op mijn YouTube channel, dat je wilt subscriberen. So, direct turns on op den subscriber knop. So, dat wil me zo vrij wanneer dat doet. Veel meer dankzij wanneer dat doet. En so, ja, hey, vandaag waar we moeten kijken, waar we kan God hier en waar we kan gemeenschap hebben met God. Ik wil met dit hoop in dit thema een beetje dieper nagaan. Dat is zo wichtig dat we wollen God zijn stem kennenlernen en dat we willen God zijn stem horen, wanneer God tot ons reden deed. En zo, ik wil met dit hoop wozen in dit. Zo ervaren in ons leven, wat we in onze troubles, wat we durchgaan doen, dat hangt hoop met dat we niet zo genoeg God zijn stem vernehmen doen. En vielleicht sagst du, du hast vielleicht noch nicht mal geleerd, Gott seine Stimme kennenlernen. Du kannst den noch nicht mal vernehmen. Wir haben ein Vers in Johannes 10, Vers 27. Meine Schub hören meine Stimme. Und ich kann an und die kommen mir heran. So, wie kann sein, Gott wird reden. Jesus sagt, meine Schub hören meine Stimme. In andere Worte, wie uns Gott seine Kinder. Wir sind seine Schub. Und dort, woran wir wollen, seine Stimme kennenlernen. Gott ist nicht ein stiller Gott. Gott will hier mit dir und mir Gemeinschaft haben. Eine Frau für dich, als Gott seine Stimme, die beste Stimme, die du hast, kannst du dir die beste vernehmen. Als Gott seine Stimme, die letzte in deinem Leben, das ist so wichtig, die zwei Stimmen, die wir durch unser ganzes Leben haben, zu entscheiden. Dass wir wollen Gott seine Stimme kennenlernen. Gott seine Stimme ist voll Friede, und voll Leben, und voll Kraft, und voll Heilung. Gott allein kann uns Friede geben. Gerade und woran uns gibt. Er gibt uns endlich Friede. Und so, wenn wir Gott besser kennenlernen und wir haben Gemeinschaft mit Gott, dort helpt uns in vielen Hinsichten haben, die Troubles, die wir in unser Leben durchgehen, und du hast die Antwort für. Gott hat offenbart uns den Plan und die Kraft und Richtung für unser Leben auszuleben. So fern sind wir all bei dem Punkt gekommen, wir wollten all, was Gott von uns will. Aber wir haben nicht die Kraft und den Mut, Ja zu sein. Und dort fehlt, dass wir Gott seine Stimme besser kennenlernen. Gott will hier durch unser Leben reden zu anderen Menschen. So, dass mehr Menschen nur Jesus kommen. So, sind ich in die Reue, alles zu hören von Gott. Als die letzte Stimme in uns Leben, als dort Gott seine Stimme. Und du sagst, dort ist nicht, dort ist der Trouble. Uns jener, der böse Feind, der prüft auch in uns Leben nicht zu reden. Und der wird uns anmutig machen. Und der wird allerhand schlechte Gedanken in uns Kopf durchwechseln. Und dass Gott nicht kann mit uns Gemeinschaft haben, oder das ist gleich so schlimm, oder mit uns ist das nicht. Das kommt von den bösen Feind. So tun sie den Plan, es in den Grund zu bringen. Weil wir aufpassen, dass wir nicht wollen, den Feind seine Stimme hören und dass uns was allerhand Leines im Kopf reden und dass wir wollen, dass er uns Leines anbilden und dass wir dort wollen glauben. So eine Frau für dich, wann wir das letzte, wo du Gott seine Stimme hören sollst. Was sagt Gott das letzte Mal zu dir? Oder was fragt er dich? Oder was wird deine Antwort das letzte Mal, wo du Gott seine Stimme hören sollst? Wir haben eine interessante Geschichte in 1. Samuel 3, Vers 7. Samuel hat dann noch keine Erfahrung mit dem Herrn gehabt und er kann dem Herrn seine Rede noch nicht. Und der Herr rief Samuel zum dritten Mal. Und Samuel ging nach Eli und sagte, hier sehe ich, du rufst mich. Dann wist Eli, dass der Herr Samuel gerufen hat. Dann sagte Eli zu Samuel, geh und leih die Duhl. Und wenn er ruft, dann sei, red Herr, den deiner Herr.
Dan ging Samuel en leed zich doel, en de Herr kwam en roep als de andere moel, Samuel, Samuel, en Samuel zei, red, dien deiner Herr. Waar we dit ook leren, da können wir unsere Arbeit sein, wo immer, aber wenn wir uns auch wirklich Zeit nehmen, und wo wir wollen zu Gott sagen, hier sehe ich, red, und dort wir wollen horchen, nur Gott seine Stimme, das ist Samuel dort. Und Gott, er wird reden zu die und mir, und wenn wir uns das zu einer Angewohnheit merken, dort wir dort immer weiter wollen tun, und dort unsere letzte Stimme von unserem himmlischen Vater wird kommen. So, das alles für mich von dir. Ich wünsche dir einen schönen Tag mit Jesus. Bis den nächsten Mal.